Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blastingenieur. Und ja, da haben wir sie wieder, die Streif. Und diesmal haben wir da so weitere Teile dafür. Hätte sie vielleicht vorher ein bisschen in gerade sollen. Aber ja, schon spät. Das muss jetzt halt. Das ist jetzt Triggerle. Das hat ein bisschen mehr Stützstruktur gedruckt, wie es sein müsste. Also das brauchen wir jetzt nicht unbedingt für das Blasterle. Ich hab mir gedacht, wenn wir das da haben, weil den Motorschalter, also keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, den Rev-Trigger da, den müssen wir ersetzen, weil der Gott mit dem neue Tasterle nicht ganz zuverlässig. Schlechte Vorbereitung hier. Jetzt sauber machen sie davor. Ja, hoffe, ihr verzeiht mir das. Alle bin immer ein bisschen hektisch, dass ich da Videos machen kann und alles, dass ich dafür Zeit habe. Ja. So. Auf jeden Fall, das müssen wir ersetzen, weil das hat das letzte Mal so geklemmt, also das, ja, ich hab dann doch den Ton eingeschnitten, hab gedacht, den Spaß, den will ich euch nicht entgehen lassen. Das ist ja auch mal selbst, was für ein Stress das manchmal ist, sowas. Ja, wenn man da nicht ganz vorsichtig ist mit den Zeugs und dass ihr seht, was für Fehler ich mache, damit ihr sie nicht machen müsst. Ja, hoffe ich doch. Also das ist so ein grober der Plan. Außerdem, ein bisschen was zum Lachen schadet nicht. Vor allem in den schweren Zeiten manchmal. Also, machen wir das da weg. Und ich sagen, zerlegt das mal im Schnelldurchlauf. Das kennt ihr ja schon, dann dauert es für euch bloß ein paar Sekunden. Aber die Schraube ist, glaube ich. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht spannend ist. Und wenn nicht, können wir irgendwann mal, wenn das Ganze größer ist und alles passt, auch mal Livestream machen und so. Und wenn ihr auch mal rausgefunden habt, wie das Gott. Also, aber alles nach dem anderen. Batterie da noch. Also, ich zerleg's, da reden wir weiter. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Und ja, das sieht aus wie Zau mit dem ganzen Kunststoffzeugs. Der Abrieb von der Spitze von den Pfeilen. Die sehen halt auch, die sehen nach. Also, ich habe jetzt nicht viel mit dem Ding geschossen, aber die sehen halt schon aus wie Zau, wenn er das da anguckt. Finde ich, die haben so richtig Risse. Also, das ist, ja, jetzt nix, wo man denkt, ja, wenn ihr unbedingt eure Pfeile schonen wollt, soll ihr das nicht verbauen. Also, wenn ihr da lange Freude an ein oder dasselbe Darts haben wollt. So, dann machen wir das Schreible da raus. Ja, so nett. Siehst du natürlich, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Also, das soll er da, wenn er, so wie ihr jetzt da viel rumprobieren wollt am Blaster, ich jetzt nimmer schmieren. Das ist natürlich, also von dem, wie der sich verhält und wie das alles läuft und aber das ist halt jedes Mal da wieder eine Schmutzen einfach so. Das ist dann ganz okay, wenn ihr dann zum Schluss, wenn ihr fertig seid, sagt, okay, jetzt ist es so, ist alles so, wie ihr es gerne hättet. Und dann ganz zum Schluss nochmal mit so Schmutz drüber gegangen. Da wird ja alles schön, damit nicht alles nur so ist, wie ihr es gerne hättet, sondern dass alles auch flüssig läuft. Das heißt, da habe ich Glück gehabt, dass ich den mit ausgedruckt habe, weil ich habe gedacht, das brauchen wir gar nicht. Aber so wie das aussieht, müsste man da dann sonst was wegzwicken. Jetzt gucken wir. Wie üblich, die Modelle, die verlinke ich euch natürlich unten. Also wenn ihr das nachbauen wollt, könnt ihr da auf Thingiverse und das euch runterladen. Das ist jetzt halt wesentlich breiter. Das ist halt schon klasse. Also das ist eine schöne Sache, finde ich, dass man da, dass Leute da Modelle hochladen und das einfach
Das soll von Nachbauer kommen. Das ist ja. Also, ich bin mir auch begeistert von meinem 3D-Drucker leer, also von daher. Der Schmutz hat jetzt die ganze Kunststoffteile aufgefallen. Ich glaube, das ersetzt mir auch noch, das gefällt mir auch nicht. Da können wir auch irgendwas machen. Aber jetzt gucken wir, wie das dann im Gesamten aussieht. Wenn ich da jetzt anfange, dann muss ich irgendwann mal alles, was orange ist, ersetzen. Jetzt gucke ich erstmal, wie sich das anfühlt. Oder ich muss mir mal orangenes Filament kaufen. Das wäre halt auch eine Alternative. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Soll ich da Schmutz rein tun? Ah ja, komm. Wenn wir schon da haben, packen wir da ein bisschen. Da ein bisschen. Oh, da muss ich das nochmal. Ja. Hätte ich vorher machen sollen. Aber so habt ihr mehr Entertainment von mir. Oder ich hoffe, dass das euch unterhält. Ansonsten einfach beschweren. Dann kann ich vielleicht drauf eingehen. Gucken wir. Da gescheit noch, dass das auch flutscht. Ein großer Vorteil ist jetzt, das heißt, wenn wir den Trigger, wenn wir den schieben, da das geht dann runter. Kabelkanal. Das ist jetzt halt, ja, einmal aller Querschnitt. Einmal alles, was Gott. Das ist ein bisschen übertrieben. Dann können wir da gehe auch noch ein bisschen. Irgendwann müssen wir den Schmutz wieder entfernen. Mit der. Damit das ganze Kunststoffzeug da auch draus ist. Und der ist da. Oh. Oh. Ja, so nett. Bleibst du drin. So. Da auch ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen viel. Da ein bisschen Verdäule. Dann ein bisschen. Das gerade noch auf plus 25.
zurück. So. Mal gucken. Ja, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir müssen es ja sowieso noch aufmachen, weil das Batterieüberwachungsding, wenn das Kabel lang genug ist, dass da rumgeht, das da, können wir das da idealer, also das wäre natürlich schon klasse, das ist so nah. Und dann hätte man dann wie so Beleuchtung. Das dürfte eigentlich auch nicht stören. Dann könnte man das so einfach hochklappen und gucken. Muss bloß das Kabel, das muss lang genug sein, dass da rumgeht. Dass da halt auch rumgeht, ohne was zu stören. Aber das Kabel habe ich immer noch nicht. Also von daher müsst ihr euch da noch gedulden. Aber hoffe, gehe davon aus, dass ihr so viel Geduld habt. Das nehme ich jetzt einfach mal ganz frech auf. Also, dann hätte ich sagen, schrauben wir es wieder zusammen. Schweizen wir weiter. Bis gleich. So, der Leer. Jetzt ist wieder zusammen. Ja, ich glaube, das hätte ich sauber abschleifen sollen. Aber das ist zum Glück. Das ist jetzt halt dann mehr Schalter wie ein Taster. Ist ja auch bloß mechanischer Unterschied, kein elektrischer Unterschied zwischen Schalter und Taster. Ja, ich glaube, so ein paar Stunden mit rumspielen, das spart mir dann die Schleife. Oh, das geht recht gut. Und es sieht halt schon. Müsste den Schmutz ein bisschen wegdenken. So, da habe ich ein bisschen. Ja, wieder das Motto, viel hilft viel. Das gilt halt doch nicht immer. Und eigentlich recht gemütlich. Und das habe zuerst gedacht, das da ist ein bisschen Schmarrn. Aber jetzt, wo es nicht so richtig geht, da hat sich schon jemand was bei gedacht. Das ist dann Einrastfunktion. Also wenn ihr wirklich mal wollt, jetzt gucken wir mal einfach. Ich traue mir immer fast nicht, das Batteriefach noch ein letztes Mal zuzuschrauben. Und ich habe euch ja den Teil doch drinnen gelassen. Also ihr hört, was für ein Krach das gemacht hat. Ja, das macht Krach. Jetzt fehlt dann halt noch das Batteriediagnose-Dingens da. Das oh Jesus. Die Pfeile, die verrupft es halt richtig. Also ich glaube irgendwann zerreißt den Pfeil komplett. Ja, das ist jetzt ja gut. Also, ich steck das mal wieder ab. Das ist halt, ja, jetzt halt kein Spielzeug mehr für ruhige Momente. Ja, bin ich mir überlegen, also, wo nicht einfach alles, was jetzt noch orange ist, durch schwarz ersetzt. Aber das Magazin wäre das einfachste. Der hat heute auch nicht lackiert, das ist scheiße. Das kann man auch locker ersetzen. Das weiß ich nicht, ob man das findet. Das auch nicht. Und das ist halt, wenn man da was draufsteckt. Wobei man könnte es auch. Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, die Streif, die wird ja bei weitem nicht mehr so aussehen wie jetzt. Also da wird uns noch viel einfallen. Okay, Leute, die Kugelschreiber-Geklicker nicht mögen, die drehen das wahrscheinlich durch bei den ganzen Klicker, aber ich bin halt das Spielkind. Das ist der Hauptantrieb, da dran rumzubasteln. Und man muss ja testen, ob es auch geht. Also da kann ich einfach nur sagen, dass. Ja. Also jetzt noch die Batteriediagnose rein. Und
Das sollte ich vielleicht nicht machen, solange der Magazin drin ist. Vielleicht das Hebel tauschen. Der ist doch noch vorbei. Das seht ihr. Das geht ziemlich gut. Und vor allem, der Vorteil ist, das löst jetzt nicht mehr aus. Ja, aber das ist halt ein bisschen feil, aber das ist jetzt nichts Dramatisches. Das wird sich schon einschleifen. So, da. Und ja, die Rändelschraube, das kann ich nur empfehlen. Das wäre das letzte Mal. Und das habe ich auch noch mal geschliffen. Klebeband noch gemacht. Also keine Sorge, das ist schon unterschiedlich. Das ist nicht so ein Klebeband drumherum, das ist da einmal um das keine Kabel und dann nochmal um das Ganze rum. Das habe ich noch mal, da habe ich noch mal ein bisschen was geschliffen. Das macht jetzt halt einen schönen Bogen. Und so kann man dann das dann so machen. Ja. Das ist schon schön, das Blärstel. Machen wir das wieder dran. Dass es ein schönes Bild zum Schluss gibt. Das Pfeile da daneben. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch viel Spaß beim Basteln wünsche und hoffe, dass ich da ein bisschen Inspiration liefern konnte und auch ein bisschen Motivation und dass er da, oder auch ein bisschen einfach die Angst nehmen, dass er da Scheiße baut. Ich mach's auch und ich filme mit dabei sogar. Also gut, hinter der Kamera, aber so. Und wenn man Schmarrn macht, dann lernt man. Man muss die Pfeile ab und zu mal drehen, das ist ja heftig. Ja. Und macht die Modifikation nicht, wenn ihr eure Pfeile, wenn ihr den langen Spaß haben wollt mit denen. Das seht ihr ja, also, weil das sind billige Dinger, also von daher. Und so viel Schießen mit denen, das ist, macht's Basteln mehr Spaß wie Schießen selber. Weil Schießen macht einen Haufen Krach. Oh. Ja, wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.